Ich bin an dieser Stelle bei diesem Rezept komplett raus. Ich habe keinen Plan, was es bedeutet. Ich kenne nur Bratwurst, Pizza und Döner. Ich bestelle nur das teuerste vom Lieferservice. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich bin natürlich ein Lieferservice-Experte hier auf dem Land. Ich kann Döner bestellen, sonst nichts. Aber ich bin gespannt, was das teuerste in Deutschland ist, weil wir haben in der Schweiz bestellt. Aber ich erzähle es nachher. Wir gehen rein. Mir fallen immer wieder Wege ein, wie ich auf neue Arten und Weisen Essen bestellen kann. Heute habe ich mir gedacht, ich bestelle einfach mal das teuerste bei verschiedenen Restaurants. Diese wähle ich allerdings auch zufällig aus. Das ist eigentlich schon die ganze Sache. Ich war ja mal in einem Restaurant. Achso, okay, er bestellt das teuerste bei Restaurants, aber bestellt nicht exklusiv bei teuren Restaurants. Ist das richtig? Oder in mehreren Restaurants und habe dort von der Karte das teuerste bestellt. Heute machen wir das Ganze so. Ich habe auch wirklich Hunger, weshalb wir direkt loslegen sollten. Also einmal scrollen, einmal hoch, einmal runter und wo liegt mein Daumen? Auf die fette Kuh. Die fette Kuh. Das ist A.K. Milos Mutter. Spaß war ein Witz. Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Es war nur ein Witz. Ich kenne Milo persönlich und ich kenne auch seine Mutter persönlich. Und sie ist nicht fett. Sie ist sehr, sehr gut aussehend. Also ihr wisst bestimmt, fette Kuh macht sehr stabile Burger. Ihr seht ja meine letzten Bestellungen. Also es ist kein neuer Laden für mich, aber ich habe nicht mal eine Ahnung, was da das teuerste ist. Die Salate werden es nicht sein. Unter den Burgern könnte was sein. Was ist teuer in Deutschland, Chat? So 20 Franken für ein Produkt ist sehr, sehr teuer in Deutschland, ne? Zum Vergleich, in der Streaming-Woche haben wir 4 Pizzen bestellt. 4 normale Pizzen, normale Größe und haben insgesamt mit Lieferung 100 Franken bezahlt. Das sind so circa 95 Euro. Digga, kannst du keinem erzählen. Oder Milo und ich haben noch einmal Offstream Butter Chicken bestellt. Das heißt Reis mit Chicken und so einer Sauce. Und haben für 2 Portionen, für 2 Leute, und das war nicht riesige Portion, 85 Franken bezahlt. Also bestellen in der Schweiz, da musst du schon rich sein. Da musst du schon ein kleiner Scheich sein. 18,90 Euro für einen Burger. 400 Gramm mit karamellisierten... Ich finde 18,90 auch in Deutschland, also wenn es ein richtig geiler Burger ist, finde ich, geht 18,90 noch. Zwiebeln, Salat, Tomaten, doppeltem Cheddar, Chili Ketchup und Dijon-Senf. Moin, Digga. Also, der hat's in sich. Ich würde sagen... Naja, der Burger. Okay, 400 Gramm. 400 Gramm ist für mich zu viel Fleisch. Aber es hat auch doppelten Cheddar und natürlich Dijon-Senf. 19 Euro für den Burger. Ich meine, 400 Gramm Rindfleisch, wenn das von einer guten Qualität ist, kostet das natürlich auch seinen Preis. Sonderwünsche keine. Aber es ist ein bisschen zu viel Fleisch für mich. Abstufe auf jeden Fall nicht well done, sondern Medium bei Hackfleisch, würde ich sagen. Extra Patty hinzufügen? Ich glaube es auch. Bei 400 Gramm. So, ja, dann würde ich sagen, schicke ich die... Boah, das sieht aber voll geil aus, diese Lieferdienste, ne? Bei uns in der Schweiz gibt es, wenn du in so einer Stadt bist in der Schweiz, dann gibt es an Lieferdiensten meistens McDonald's, Burger King, Vapiano und noch so 5 Dönerläden. Und das war's dann auch. Bestellung raus und dann gucken wir noch nach 2 weiteren Restaurants. Bestellung Nummer 1 ist draußen. Jetzt heißt es, ein weiteres Restaurant finden und dort auch noch bestellen. Scrolle einmal runter. Oh. Und aber auch 2,90 Euro Liefergebühren. Ich dachte, in Deutschland ist es immer free eigentlich, das Liefern. Und Engels, die Burgergesellschaft. Nee, ich drehe nochmal neu. Ja. Ich will nicht noch einen Burger bestellen. Ein paar Mal hoch, ein paar Mal runter. Rahmenbar Takezo Köln. Kenn ich nicht. Aber wild. Also ich liebe halt Ramen. Ne? In letzter Zeit esse ich so gerne Ramen. Ich fühle mich gerade wie so in so einem noblen Restaurant, wo so ein leichter Techno im Hintergrund läuft. Ich gehe mal davon aus, dass hier das teuerste Ramen sein werden. Aber in welcher Konfiguration? Ich könnte ganz kurz gucken, Chat. Ich gehe jetzt auf Uber Eats. Grüße gehen raus an Uber Eats. Vielen Dank nochmal fürs Sponsoren der Streaming-Woche. Ich gehe jetzt mal kurz auf Uber Eats und gucke, ob ich hierher bestellen kann. Ich glaube, auf dem Land könnte es schwierig sein. Aber ich gucke, was bei mir das teuerste wäre. Oh, es gibt Essen. Es gibt eine Pizzeria, Restaurant Kreuz. Okay. Und das teuerste dort ist Cordon Bleu Diavolo. Cordon Bleu Diavolo, 29,50. Wir gehen nicht rein. Das ist hier die große Frage. Shoyu, Miso. Also am liebsten esse ich Miso-Ramen scharf immer bei einem Restaurant. Aber die sind scheinbar nicht die teuersten. Miso Buttermais, Koriander Tantanmen, 15 Euro. Torikara-Ramen, 15 Euro. Ey, ich habe noch nie in meinem Leben Ramen gegessen. Und deshalb hält sich mein Rahmenkonsum im Rahmen. Poterie Shoyu Ramen, auch 15 Euro. Kommt da noch mehr? Alter, bitte ist nichts teurer als Ramen. 15 Euro, 15 Euro. Ne, 15 Euro ist das teuerste auf der Karte. Jetzt würde ich sagen, kann ich mir aus den 15 Euro das raussuchen, worauf ich am meisten Bock habe. Auf jeden Fall nehme ich Ramen. Unter den Ramen haben wir ein... Hat er schon gesagt, dass es Ramen hat? Der Zufall will, dass ich die Torikara-Ramen... Torikara-Ramen, Nudelsuppe mit Karage, Menma, Bambussprossen, Nori und Lauch und Sojasbrühe. Ich bin an dieser Stelle bei diesem Rezept komplett raus. Ich habe keinen Plan, was es bedeutet. Ich kenne nur Bratwurst, Pizza und Döner, Digga.
Wenn du auf dem Land wohnst, so Stuff ist einfach man kennt es einfach nicht so. Aber ich sage ganz ehrlich, es geht einfach nichts über so eine richtig gute Dönerbox mit Salat. Das bestellen wir jetzt und dann suchen wir Nummer 3. Ihr seht an der Seite, 2 Bestellungen sind schon raus. Und jetzt brauchen wir noch ein drittes Restaurant, weil ich habe Hunger. Ja, Dönerbox mit allem, Digga. Außer vielleicht Tomaten. Über Tomaten kann man sich streiten. Über Zwiebeln, Digga, über Zwiebeln kann man sich nicht streiten bei einem Döner. Wer in einen Döner keine Zwiebeln reinnimmt, der heißt wahrscheinlich Florian. Wir essen mit dem gesamten Büro natürlich diese ganzen Sachen auf, aber ab geht die wilde Post. Einmal kräftig Ganzes Büro. Glauben Sie diese Geschichte? nach oben, einmal kräftig nach unten, ein bisschen nach oben. Und Wilma Wunder. Gerichte aus der Heimat. Ich bin Benjamin und ich nehme in meinen Döner keine Zwiebeln. Neu interpretiert. Klingt erstmal nicht verkehrt. 12,50 sehe ich hier. Ich gucke noch gar nicht, was es ist. 23,90 €, Original Wiener Schnitzel. Alter, ich habe aber ernst Bock darauf. Hoffentlich ist es halt ein gutes Wiener Schnitzel. Das ist safe das teuerste auf der Karte. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, auch 23 € für ein gutes Wiener Schnitzel. In Wien, obviously, oder auch in Deutschland, glaube ich, für so ein richtig gutes Wiener Schnitzel bezahlst du schon so 30. Weil dann ist so Kalbsfleisch und so von Hand so gesmashed mit so einem Torhammer, Digga. Wahrscheinlich noch irgendwie drauf geweixt. Kurzer Prozess, ich würde sagen, Wiener Schnitzel ballern wir uns noch hinterher. Ja, aber gibt's wirklich Leute, Digga, wenn ich Essen bestelle, dann komme ich gar nicht auf die Idee, mir einen fucking Schnitzel zu bestellen. Was sind Gerichte, die actually gut sind beim Bestellen? Weil viele Gerichte sind ja nicht gut. Was actually gut ist beim Bestellen? Obviously Pizza, Dönerbox, Burger, asiatisch, Bowls. Bowls gehen immer. Cordon Bleu. Wer bestellt sich ein Cordon Bleu? Ja, Sushi, okay. Ja, okay, gut, man kann sich alles bestellen, ich hab's gemerkt. Scheiß drauf. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es schlecht ist, ne? Aber das sieht halt nicht nach einem Original Wiener Schnitzel aus, finde ich. Also sieht halt nach so einem... Oha, he mad. Sorry, Digga. Weird Flex, er erkennt ein richtiges Wiener Schnitzel. 1, 2, 3 Bestellungen sind angekommen. Es ging relativ schnell und ich war ja auch bestärkt, deshalb ist das gar kein Problem. Wir fangen in der gleichen Reihenfolge an, in der wir bestellt haben, mit dem Okay, jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt auf das Essen und ich habe sehr Hunger, Digga. Mörderburger. Erstmal 18,90 €. Ich habe gedacht, das kommt vielleicht sogar so eine krassere Box irgendwie, sowas Special-mäßiges. Aber wir gucken mal rein, weil das ist ja das, was zählt, der Inhalt. Ja, okay. Guck mal hier, da ist sogar so Braten. Soße einfach dabei. Das ist definitiv Boah, der sieht richtig geil aus, Digga. eine Ansage. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer, wie man das essen soll. Weil du kannst ja schlecht den Burger rausnehmen. Also die Unterseite vom Bun ist ja wahrscheinlich komplett soggy. Was ist die? Eingeweicht. Soggy. Soggy. Soll ich es einfach machen? Fuck it. Ja, fuck it. Soggy, das Soggy halt so. Das ist ein Burger. Ein 18,90 € Burger. Sieht aber schon geil aus, glaube ich. Also ich glaube actually, dass der gut ist, oder? Der Boden ein bisschen eingeweicht, stimme ich ihm zu. Zu viel Fleisch, safe zu viel Fleisch. Ich muss in einem Burger-Chat, ich muss nicht unbedingt den Fleischgeschmack haben. Das Fleisch ist einfach so eine Zutat von vielen. Ich kenne und ich liebe die Ja, ich habe Burger studiert. Das ist kein Geheimnis. fette Kuh. Aber das hier braucht wirklich einen Waffenschein, das Ding. Der liegt auch wirklich so schwer in der Hand. Aber das Brot ist nicht so aufgeweicht, wie man dachte, oder? Wirklich nicht. Ich bin sehr gespannt auch auf die Garstufe des Fleisches. Ja, nur ein Patty bei einem Burger. Nur ein Patty, lieber ein bisschen mehr Salat und so Stuff. Ich sag's, wie es ist. Also das ist auch wirklich nur was für Leute, die den Tag über überhaupt nichts mehr vorhaben. Digga. Ich habe wirklich keinen kleinen Kopf, keinen kleinen Mund, keinen kleinen aber das ist unmöglich zu essen. Also Erste Sache, die man aber sagen muss, Fleisch ist Medium. ja, Fleisch ist Medium. Hat eine schöne rosane Farbe. Nicht, dass der dich jetzt umbringt, ne? Sieht so gut aus. Tut mir wirklich leid Boah, Digga, ich hätte so Bock auf diesen Burger. Scheiße. dafür, wie ich aussehe. Es geht nicht anders. Also, es ist einfach wirklich ein klasse Burger, aber so vom Genuss-Ding her ist mir das zu viel Fleisch auf dem Burger. Also, Ja. da schmeckst du Ja, würde ich auch sagen. einfach nichts anderes mehr. Kennt ihr das, wenn ihr so richtigen Heißhunger habt, dann geht ihr so an McDonald's oder Burger King und bestellt euch dann so einen richtig scufften, dicken Burger und dann esst ihr so die Hälfte und dann merkt ihr so, holy shit, da ist ja mehr Fleisch drin, da ist irgendetwas anderes und dann habt ihr so keinen Bock mehr auf den Burger, weil es nur noch so nach diesem richtigen Fleischgeschmack schmeckt. Kann aber auch nicht aufhören, ihn zu essen. Kostet natürlich seinen Preis, wenn man so viel Rindfleisch drauf hat, die fette Kuh benutzt. Ja, der Patty-Polizist. Der Patty-Polizist hat wieder zugeschlagen. Das ist auch nicht irgendein Fleisch. Aber von der Kreation her muss für mich nicht so viel drauf sein. Trotzdem mal lustig, das probiert zu haben. Weiter geht's mit dem obligatorischen Fressfest, das wir manchmal haben, wenn wir diese Bestellvideos drehen. Wir haben die Ramen. Sieht erstmal super aus, riecht ein bisschen speziell. Also, ach, ist übrigens. Lol.
Von wo kommt dieser Hund? Nein, Stormy. Stormy, nein, das ist für Menschen. Du hast gerade so einen tollen Witz gemacht. Willst du ihn nicht nochmal wiederholen für mich? Ich meinte, ich wollte gerne die Rahmen. Ja gut, das Fleisch bei Mc's und Burger King ist ja auch einfach scheiße. True, aber ich bin einfach allgemein nicht so der Fleischfan. Bedingungen abchecken einmal. Ich denke. Wie sieht denn die Brühe aus? Weil die ist bekanntlicherweise das Wichtigste. Die sieht nicht verkehrt aus. Scheiß drauf, ich schütze einfach drauf. So wie gedacht. Ich finde es auch sehr praktisch. Ich habe ja darum gebeten, Besteck mitgeliefert zu bekommen. Und ich löffel dann die Suppe mal mit den Stäbchen. Ja. Will ich das sagen? Slow Eating. Das Nori-Blatt hat ein bisschen gelitten unter der Lieferung. Das ist nicht mehr so knusprig oder so. Und die Nudeln müssen wir jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen zum Leben bekommen. Probiere deshalb in der Zwischenzeit mal Karaage. Das Chicken sieht frittiert schon sehr, sehr gut. Okay, das ist Chicken Karaage. Immer diese Begriffe, Chat. Way too dank. Boah, das Chicken sieht aber geil aus. Das ist sehr stabil. Schön saftig frittiert. Sehr juicy drin. Knusprig noch. Rufen wir Certified Juicer. Certified Wheel Juicer. allerdings nochmal den Preispunkt von 15,90 € in den Kopf. Das ist schon gefühlt nicht so viel, was man... Nori-Blätter mies unnötig, liegt nur auf meinen Rahmen rum und schmeckt scheiße. Also will jetzt einfach nur so da liegen. Also jetzt einfach so keine Daseinsberechtigung. Klar, der Burger gerade war übelst teuer, aber da war ja ultra viel Fleisch drin. Hier hat man so Brühe, Nudeln und Rahmen sind halt auch ein bisschen teurer. Ich mag nicht so ultra gerne die Bambusnote. Also der Geruch von dem Bambus, der ist auch geschmacklich irgendwie so ein bisschen da. Ansonsten die Brühe probiere ich nochmal so für sich selbst. Sieht aber schon geil aus, ja. Auch eine gute Rahmenbrühe. Also für das es bestellt ist, finde ich das auch krass. Weil ich habe bei bestelltem Food immer irgendwie so Trash im Kopf. Aber vielleicht ist es in Städten wie Köln... Kannst du nochmal einen Handstand machen? Nee, vielleicht ist es in Städten wie Köln einfach viel geiler, I guess. Oder in großen Städten allgemein. Aber nicht so cremig, wie ich Ey, Chat, sorry, es tut mir leid, ich bin so ein Bestellnoob. Ich kenne mich nicht mit Bestellen aus. Ist halt einfach so. das von meinem Lieblingsrahmenspot oder vom krassesten, wo ich ever war, in Düsseldorf kenne. Alles in allem nicht verkehrt, aber würde ich für das Geld, glaube ich, nicht nochmal bestellen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, ob Ramen so wirklich das beste Essen zum Bestellen ist, weil irgendwie ist das ein bisschen doof so. Du freust dich ja auch darauf, das aus so einer traditionellen Schüssel zu essen, so mit diesen Keramiklöffeln und so. Und das so mit Stäbchen aus einer Papierbox zu essen, ist irgendwie ein bisschen befremdlich noch für mich. Vielleicht ist es aber Jetzt bekomme ich Hunger, koche jetzt was. Bis später. Bis später. Tschüss. anders aus mit dem letzten Gericht, das wir haben. Unser Wiener Schnitzel. Darum kümmere ich mich jetzt und wir sehen uns in einer Minute. Ich habe noch nie in meinem Leben bestellt. Eine Bestelljungfrau. Teuerste und finale Bestellung. Ja, aber fühle ich, Digga. Wenn ich zu Hause bin, hier bestelle ich gar nie, weil es geht halt nicht wirklich, aber so in Wien bei Hanna und so, dort bestellen wir schon oft. 23,90 Also ich mag's nie, sie mag's immer, weil ich habe auch gar keine Apps, außer Uber Eats. €. Ist kein verkehrter Preis für einen Wiener Schnitzel und die Preisbewerten sind auch schon mal würdig. Okay, jetzt Wiener Schnitzel, Pause Champ. Portion, gucken wir mal rein. Es ist auf jeden Fall eine Ansage. Also es ist, wie ich schon vom Nee, das ist nix. Das ist gar nichts. Foto- Das liegt ja da schon 20 Minuten drin. Nee, das ist nix. gedacht hatte, nicht so ein klassisches Wiener Schnitzel. Also so sieht das Ganze hier aus. Wir haben unser Schnitzel, das so in die Box reingepackt wurde. Liegt auf einem Kartoffelsalat. Dadurch ist das vielleicht ein bisschen... Nee, das ist schade für das Fleisch, Chat. Da müssen die noch mal ran. Die müssen da eine Box erfinden, die das heatet die ganze Zeit. Das kann man auf jeden Fall verbessern. Kann man So verbessern. erstes Feedback an den Laden, kann man besser machen. Ja, auch so lieferkonzepttechnisch kann man es Ey, geil da müssen sie noch mal ran. machen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Gehen wir mal rein. Boah, schneidet sich halt wirklich wie Butter, ne? Okay, man checkt auf jeden Fall, dass es wirklich ein echtes Wiener Schnitzel ist. Boah, der Kartoffelsalat, auch nicht von schlechten Eltern. Ja, das schneidet sich gerade mit so einem Messer halt wirklich wie verrückt so. Das ist aber echt ein Punkt, dass es von unten so ein bisschen aufweicht. Also wenn ihr euch das mal anschaut, so, da bleibt die Panade natürlich nicht knusprig, wenn man die auf den Kartoffelsalat packt. Aber also es ist geschmacklich safe geil. Aber mit Preiselbeeren, das ist geil. Das ist ja ein Genau. Fehler des Ladens. Also es ist ja der Laden schuld, dass sie es so einpacken. Der will direkt Kampf haben mit. Ja, ich finde auch, die sollen alles einzeln abpacken und nicht kochen. Dass man es einfach selber kochen muss zu Hause. Gibt es eigentlich, Chat, so Lieferdienste, die dir so Gerichte liefern? Du sagst so, ja, ich hab Bock auf das. Und dann lieferten die dir so ein vorbereitetes Gericht, das du aber selber kochen musst. So schade, weil es, glaube ich, eigentlich richtig gut sein könnte. Ich glaube, so für das Wiener Schnitzel, den Kartoffelsalat und den Beilagensalat würde ich im Restaurant 23,90 € zahlen. Aber so geliefert nicht. So, also da braucht es ein besseres Lieferkonzept. Da, keine Ahnung, es hat einfach Ah, da baut es ein besseres Lieferkonzept. Da müssen die einfach nur mal ran. unter der Lieferung gelitten und es ist schade, weil es eigentlich übelst geil ist. Weil das Ding ist nicht, dass es nicht lecker ist. So, es ist trotzdem noch sehr lecker.
Es ist aber vielleicht nicht 23,90 lecker und das Wissen, dass es geiler sein könnte, das tut weh. Ja, das ist einfach nicht gemacht zum Liefern, Digga. Aber wer liefert sich auch ein Wiener Schnitzel? I guess, das Restaurant hat das einfach ihm angeboten und hat dann gesagt, ja komm, wir packen das noch auf die Website, aber eigentlich ist es schade für die Produkte und Stuff, das zu liefern. Ich muss sagen, mein heutiger Favorit war, glaube ich, der Burger. Aber alle 3 Bestellungen sind eigentlich so, dass man, wenn man das Geld ausgibt, lieber im Restaurant ist. So bei 24 Euro für einen Schnitzel, 19 Euro für einen Burger, 16 Euro für Rahmen. So, dann kauft man auch lieber noch das Erlebnis, dahin zu gehen mit. Bestellen ist für mich häufig so ein Ding, so, wo es mal ein bisschen schneller gehen kann. Aber es war trotzdem interessant. Wer weiß, vielleicht sind ja die günstigsten Speisen beim Lieferservice auch eine Erfahrung wert. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao. Geiles Video. Grüße gehen raus an Max. Sehr, sehr geil. My heart went